Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und heute haben wir da die Worker Prophecy und die Recon Mark II. Und habe ich ja neulich schon ein Video gezeigt, dass die da nicht sauber funktioniert. Und die Worker Prophecy haben wir im ersten Video zusammengebaut. Und da haben wir einige Teile und dann gucken wir mal, ob die Teile, die da dabei waren und die da überflüssig waren, ob die vielleicht uns helfen, die Recon Mark II da sauber machen zu können, dass die sauber funktioniert. Jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt packen wir das Ding mal aus dem Bild. Also wenn euch interessiert, wie ich das zusammengebaut habe, dann verlinke ich euch das Video dazu und dann könnt ihr das euch angucken. Aber jetzt packen wir mal die aus dem Bild, dass wir ein bisschen Platz haben. So, und heute soll es um das Ding gehen. Das hat ja ein bisschen extra Zeugs. Da haben wir da so eine Rakete und so Mega-Pfeile. Das kann ich euch mal zeigen, das ist dann. Da ist gleich die Wand, das fliegt dann zurück. Das fliegt jetzt leider nicht weit, dass man den Krach hört, weil das pfeift da so ein bisschen. Und wenn man dahinter die Schulterstütze und die dann nach vorne drückt, dann fliegt die Rakete auch los. So. Aber jetzt braucht man das natürlich alles nicht, da einen Blaster rumzubasteln. Das ist ein bisschen, also die Rakete, das so richtig drauf schieben geht das nicht, weil da ist das dann weg. Und das kann man dann auch nicht befestigen, weil das muss man so rumdrehen. Also das ist ein bisschen ein Nachteil. So, jetzt haben wir aber da das Blasterle. Das ist jetzt ja, ohne die Schulterstütze und alles bleibt dann nicht mehr viel übrig. Packen wir das mal auf den Tisch. Das können wir dann so zusammenbauen. Das packen wir auch mal weg. So, jetzt haben wir da Platz. Ach, das ist Schokolade. Ah, jetzt geht's. Das ist manchmal ist das komisch. Ja, guck, jetzt geht's wieder nicht mehr. Wenn jetzt da, das ist, das soll so nicht sein. Das ist eigentlich eine ganz witzige Funktion. Das ist dann, guckt. Jetzt wo ich es euch zeigen will, dann mag es nicht. Und ihr seht, habt den Finger weg vom Drücker. So. Jetzt hat es wieder normal. Das habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, die ganze Trommel leer zu schießen. Das ist recht cool, eine 25er Trommel. Weil man da den Krust rein, was man halt so findet, und der Rest liegt jetzt auf dem Boden rum. Das mache ich dann nachher, da müsst ihr nicht dabei sein. Dann packen wir mal das auch zur Seite. Ja. Wenn ich das immer so mache, aber das geht halt nicht ganz zuverlässig. Und deswegen der die sagen, wir gucken mal, oder die Teile.
die Teile. Und das da. Und das. Noch Federle. Da hätte ich sagen, da gucken wir mal, was man damit machen können. Heute jetzt sage ich dir, mach das jetzt mal auf und dann reden wir weiter. So, jetzt haben wir das zerlegt. Müssen wir gucken, ob man rausfindet, woran denn das liegt, dass das Ding sich so komisch verhält. Das sehen wir da schon, da sind so Kunststoffteile drin. Ich glaube, das gehört da so nicht. Ich habe ja vermutet, dass das ist, aber das sieht ganz gut aus. Weil das Teil hätten wir da noch mal. Das müsste ja eigentlich genau dasselbe sein. Das Federle darf man nicht verlieren. Da habe ich schon gedacht, die Feder, die da hupft mir überall noch, aber das hat recht gut geklappt, wie ihr gesehen habt. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Das ist jetzt halt schade, weil das hilft mir nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das so gehört, dass da bloß ein Schreibblatt drin ist, aber das wird's wahrscheinlich nicht sein. Da muss das da rein, dass man, wenn man das da zieht, das geht jetzt natürlich nicht, dass man das dann zurücktriggert. Dann müsste es dahinter einrasten. Das ein bisschen Spiel hat, oder? Ich weiß auch nicht. Jetzt bauen wir mal den anderen Ei und gucken dann mal einfach, was dann passiert. Da. Da, Haufen Krust. Ich glaube, das Ding erkennt das, oder das Ding erlaubt erst, dass das Magazin, das ist der Magazinhebel. Den kann ich erst ziehen, wenn das Ding hinter ist. So ist da das ist, glaube ich, schon ganz gut, weil sonst geht das Ding da noch kaputt. Und das geht nach unten, wenn das wieder vorne ist. Das ein Haufen Zeugs.
Gott, das Klepple dann um. Das ist genau. Das ist auch das Teil. Das ist so. Das ist auch für irgendeine Sicherheit da, dass das. Das verstehe ich nicht. Aber die Teile hätten wir auch noch da. Da hätten wir noch Federle dazu. Ich weiß nur nicht, ob ich das brauche, die Teile. Ja, heute soll es ja schon mal darum gehen, das Ding zu reparieren und gucken, dass das normal funktioniert. Und dann gucke ich, was wir dann vielleicht in Zukunft da sonst noch so machen können, damit das ein bisschen besser funktioniert. Also besser nach unseren Vorstellungen, nicht nach der Vorstellung von dem amerikanischen Hersteller. Weil die gucken natürlich, dass sie nicht verklagt werden. Aber das kann ja mir egal sein, wenn ich es selber so mache, wie ich es gern hätte. Jetzt die sagen, wir probieren das einfach, ob das mit dem Haltedings da funktioniert. Jetzt müssen wir noch gucken. Und da fliegt mir das alles um die Ohren. Ich würde sagen, das machen wir in verkürzter Zeit, weil das ist ja wahrscheinlich rechts gefummelt. Dann bis gleich. So, ich würde jetzt sagen, bevor man das alles schreiben dann einmal hat, gucken wir mal, ob es geht. Ich glaube, das hat unser Problem gelöst. Ich will das jetzt auch nicht zu oft machen, weil da sind jetzt noch nicht alle Schreiber drin. Dann machen wir dahinter noch die Platte rein. Schade kann es nicht. Hoffe ich doch. Dann ist das vielleicht ein bisschen stärker und vor allem ist die Platte aufgeräumt. Da würde ich sagen, dann schraube ich das voll zusammen. So, Dele. Das ist jetzt der Vorführeffekt, oder? Gott, das kann ich das ohne. Scheiße. Das hat doch gerade so schön geklappt. Das ist doch ein Scheiß. Das hat doch. Gott, das ist jetzt bloß ohne Magazin nicht. Jetzt geht das Magazin auch nicht aus. Das ist wie neulich bei der Raven. Da hat es geklappt im halb zusammengebauten Zustand und jetzt geht es wieder nicht. Das ist ja Scheiß. Die Blaster sind irgendwie so Drama Queens. Die
Platte dahinter habe ich jetzt doch rausgelassen, weil ich denke, da geht die Schulterstütze nicht gescheit rein. Jetzt gucken wir mal. Das vielleicht dort dran liegt. Okay. Jetzt können wir zumindest mal das Magazin rausmachen. Ach, das ist ja scheiße. Das ist jetzt, siehst du das da ein bisschen schräg? Weiß nicht, ob ihr das seht. Und dann sich das da wahrscheinlich, dann verklemmt sich das da und löst nicht aus. Eieieiei. Eieieiei. Der Trigger, das habe ich festgestellt, den muss man, wenn man die Schale zusammen machen will, dann muss man den ein bisschen festhalten und dann nach unten, sonst ruft er die ganze Zeit raus. Jetzt habe ich gekauft, diesmal gibt es ein kurzes Video. Aber was ist denn da hier? Das sieht doch gut aus. Aber was? Ich verstehe es nicht. Oder vielleicht passt das Federchen nicht. Ja, wie ich jetzt sage, das zerlegen wir nochmal, oder? Dann bis gleich. So, jetzt, das ist, da das Klepple, das ist ja scheiße und da der Stift, oder ja, der Stift, der ist sogar lose, das ist ja cool. Ich würde jetzt sagen, wir gucken uns das mal an. Da gut. Probieren wir mal durch. Das ist, probieren wir mal das mit der Originalfeder. Oder wie machen wir es? Da probieren wir mal das Originale mit der neuen Feder. Finden wir mal raus, woran es. Vielleicht liegt es. Irgendwie müssen wir ja gucken, was wir machen können.
Jetzt wieder die Feder da rein. Und dann den Trigger. Und den müsst ihr nachher so von unten, habe ich das festgestellt, wenn man das so festhält, wenn man das zusammenbaut, dann geht das recht gut. Und dann muss da der Stift wieder da rein. Das der Schlitte da nach vorne. Hier, komm schon. Der Klump. In der Fabrik, ich kenne das wahrscheinlich auch besser wie ich. Aber die baut es ja bloß zusammen nicht mehr auseinander. Das ist Klump. Das muss da rein, dass das da festhält. Und ich würde sagen, ich mache da mal die andere Hälfte drauf. So, jetzt gucken wir mal schnell. Ob das denn auch diesmal zuverlässig funktioniert. Und ich möchte es noch nicht beschreiben. Aber das scheint gut zu sein diesmal. Aber jetzt schrauben wir mal alle Schreibeln rein und dann melde ich mich nochmal. Weil das hat man jetzt auch bei dem Blaster schon mal und bei dem anderen. Also wenn man es zusammenschraubt, dann geht es plötzlich wieder nicht mehr. Also schrauben wir es mal voll zusammen und dann gucken wir weiter. So, dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Vielleicht war da einfach auch nur, hat das einfach nur auf und zu gemacht werden müssen. Das vielleicht war da einfach nur was nicht richtig positioniert. Das kann natürlich auch mal sein. Das ist immer schwer zu sagen. Aber ist gut, sind alle Schraublöcher besetzt und keine Schreibler übrig. Das heißt, alles sauber zusammenbaut. Das ist Ingenieursarbeit. Und dann bauen wir wieder, oder basteln wir wieder alles dran an das Blasterle. So, weil so sieht es ja doch ein bisschen zu kompakt und vor allem zu langweilig aus. Brauchen wir natürlich auch einen Raketenwerfer mit der Schulterstütze. Dann müsst ihr gucken, dass das nach unten zeugt, die dann noch auch einrastet. Und das ist gut, dass das da ein bisschen Spiel hat, weil sonst steht das so nicht nachpassen. Jetzt klebst du mal einfach so drauf. Alles ein bisschen eng. Ich würde sagen,
oder betrachtet das Ding als repariert. Und wenn euch das alles gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst ein Abo da. Das ist umsonst und kostet nichts. Oder umsonst ist es nicht, aber es bringt euch schon was, aber es kostet euch nichts. Und das ist ganz wichtig, es kostet nichts. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Bis dann.